Guten Morgen. Sagen du genau da, wo du bist? Ja, sag ich ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind angekommen. Also nein, wir sind schon da. Wir sind schon gestern angekommen. Nochmal runter. Wir sind aufgewacht hier in Podgorica. Wir haben eine wunderbare Nacht verbracht in diesem tollen Hostel. So heiß. Ja, es ist 35 Grad wird es heute. Und es ist schon morgen um 8 Uhr. 27 oder so, also es ist richtig warm. Jetzt möchten wir gerne auschecken, es ist einfach niemand da im Moment. Jetzt warten wir mal, bis der Owner kommt, damit wir zahlen können und uns registrieren können. Das beste Feature an diesem Hostel ist der Safe hier. Ich bin mir nicht so sicher, für was es sonst sein soll. Da kann man hier seine wichtigen Sachen rein tun. Ja, aber bei den wichtigen Betten jetzt das. Dann kann man es zutun. Da kann man auch nichts klauen hier oben. Da kann nichts passieren. Der vom Hostel ist nicht da. Der will unser Geld nicht haben irgendwie. Darum sind wir jetzt einfach mal in die Stadt rübergelaufen. Wir waren im Schalter. Wir haben ein Billett gekauft. Für den Zug nach Virpassar. Und da haben wir kein Interrail-Tag gebraucht. Das Ticket kostet 1 Euro pro Person. Das geht natürlich eine halbe Stunde. Aber trotzdem. Ja, es ist lustig hier. Podgorica. Ich will euch noch ein paar Eindrücke zeigen. Wenn wir noch ein paar finden. Was wir noch gelernt haben, ich glaube, man muss immer viel Geduld mitbringen im Balkan. Es ist einfach alles ein bisschen legerer und nicht so streng geregelt wie bei uns. Was der Vorteil hat, dass man eigentlich ziemlich dann auschecken kann, wenn man will. Gepäck kann man immer dort lassen. Ja, egal wo. Haben wir jetzt nie Probleme damit gehabt. Aber es sind halt oft auch nicht die Personen da, die quasi das Geld eintreiben sollten. Und da ist es manchmal ein bisschen mühsam, wenn man auf die warten muss. Also man sollte nicht mega enge Pläne machen. Dann will ich auf den Zug, dann will ich dort, dann will ich dort. Immer ein paar Stunden, ja, so ein bisschen Raum lassen. Ja, bitte. Auch für Verspätungen und so. Aber ja, ist cool. Es ist einfach anders als bei uns natürlich und auch anders als wenn man sonst in Europa interrailt. Aber es macht riesig viel Spass. Wir sind in Virpassar. Jetzt müssen wir noch runterlaufen zum See. Und dann haben wir hier ein wunderschönes Airbnb, das glaube ich direkt am Wasser ist. Aber wir müssen auch schon noch so eine halbe Stunde oder so laufen. Herzlich willkommen in unserem Airbnb in Virpassar. Die Aussicht hier ist mega. Und es ist so herzig hier. Es ist ein richtig kleines, herziges Dörfli und es hat mega viel. Es hat ein paar touristische Sachen, aber es ist halt mega klein. Und als wir sind angekommen mit unserem grossen Rucksack, sind so 2 Leute auf uns zugekommen und gefragt, ja, seid ihr das erste Mal da? Und dann haben wir gesagt, ja. Dann haben sie uns gesagt, ja, wir haben ein Informationszentrum, wo ihr euch gratis über alles informieren könnt. Und dann haben sie uns gefragt, wo wir übernachten. Und dann haben sie uns den Weg erklärt, wo es durchgeht. Mega herzig. Und dann sind wir hier zu unserem kleinen Airbnb gekommen, zu diesem kleinen Häuschen da, eigentlich am Wasser. Und dann hat uns da eine alte Dame empfangen, hat uns auf die Terrasse geboten. Und dann hat sie uns alles gezeigt. Und dann sind wir wieder auf die Terrasse runter. Und sie ist dann mit einem Schnaps gekommen. Wir haben einen kleinen Schnaps getrunken zur Begrüßung. Das ist also sehr, sehr gastfreundlich hier, ist super.
Und es ist mega, mega schön. Und es hat ganz, ganz viele Büsis gehabt. Ganz kleine Baby-Büsis, die auch erst gerade, ja, Steffi hat vorhin gesagt, sie sind auch ein bisschen älter als ein paar Wochen, aber ich habe gefunden, sie sind noch mal ein paar Wochen alt. Wir sind unterwegs zu einer Sunset Mission. Hier hat es so ein kleines Schlösschen. Jetzt schauen wir, ob wir dort raufkommen. Dort so einen kleinen Ausblick haben über den See und über die Berge hinten dran. Damit wir uns mal so ein kleines Bild verschaffen können. Wir haben es hier auf diesen kleinen Gipfel geschafft. Und wir waren mal wieder ein bisschen zu spät gewesen, also ein bisschen mit dem Timing, oder eben nicht so mit dem Timing, das Mal. Die Sonne ist gerade wieder so hinter den Gipfel untergegangen, aber jetzt haben wir hier ein paar Bildchen gemacht, wo man noch so ein bisschen das Abendrot sieht. Und es ist wirklich schön hier oben. Es hat gelohnt, da hochzulaufen, oder? Ja, wäre schön. Ich glaube, es liegt gar nicht an dem Timing. Es ist echt an das Berg so. Ja, aber das muss man ja auch ins Timing einberechnen. Ja. Das ist, könnte man eigentlich, wenn man es ein bisschen überlegen würde. Ja. Hallo Julia, das ist im Fall wirklich anstrengend, immer wieder zurück an die Kamera zu holen, vor allem in so steinigem Gelände. Steffi hat mal wieder einen neuen Kollegen gefunden. Strassenhunde sind fast noch ein bisschen schlimmer als die Strassenkatzen. Weil die so immer erwartungsfroh mit einem mitlaufen und Katzen sind so ein bisschen I don't give a fuck, ich liege einfach hier. Ja, Katzen so klein. Und die Hunde sind wirklich so die besten Kollegen und laufen die ganze Zeit mit damit. Guten